Ja, was ist denn? Wo bleibt denn die Semin? Ja, immer mit der Ruhe. Ich kann die Semen auch nicht schneller bringen, wie der Ofen zum Backen braucht. Ja, jetzt tu schon her. Hast du mit deinem Vater geredet? Also, wenn du mich so fragst, ja, während wir backen, reden wir ab und zu miteinander. Haha, sehr witzig. Ich will jetzt wissen, ob du ihm endlich verzeiht hast, dass wir zwar jetzt beieinander sind und dass du mit der Gabi Schluss gemacht hast. Ich hab's zumindest versucht. Was hast du versucht? Ja, hast das dein Vater gesagt oder nicht? Ich hab ihm gesagt, dass ich in meinem Privatleben einen anderen Weg einschlagen werde. Und? Wie hat er reagiert? Er ist mir vor lauter Freude um ein Hals gefallen. Er ist dir was? Ja, um ein Hals gefallen. Er hat gemeint, Bur, das ist schön, dass du dich endlich entschlossen hast, deinen Meister zu machen. Ja, und dann hat er von nichts anderem mehr geredet. Du hättest dich schon eindeutiger ausdrücken können. Susi! Du sollst die Semen bloß holen und nicht selber backen. Ah, Chefin, ich komm ja schon. Ja, was ist denn? Frank! Du sollst die Semen bloß in den Laden bringen und nicht selber verkaufen. Ja, ist ja gut, Papa, ich komm ja gleich. Ja, jetzt komm, gib schon her und hol gleich die nächste Ladung. Semen sind gleich wieder aus. Du bist der Feigling. Nein. Mein Vater hat mich wirklich überzeugt. Ich werde jetzt meinen Meister machen. Frank, du weißt genau, was ich meine. Wenn du bis morgen Abend nicht endlich deinen Mund aufkriegst und mit deinen Eltern über uns redest, Was mit der Mama auch? wenn du meinst, dass es nicht merkt, wenn wir irgendwann zusammenziehen, heiraten und dann Kinder kriegen, uns das auch bleiben lassen. Was bleiben lassen? So, das sind jetzt die letzten Semen. Morgen, Chef. Morgen, Susi. Was ist denn mit der Susi? Hat's deine Mutter wieder abgeflaumt? Das mal eher nicht. Nein, ich glaub, sie hat Ärger mit ihrem Freund gehabt. Mit ihrem Freund? Ich hab gar nicht gewusst, dass Susi einen Freund hat. Ja, den hat's auch noch nicht so lang. Die Susi wollte es auch noch geheim halten, weil es konnte nämlich sein, dass die Eltern von dem Freund, besonders die Mutter, nicht so ganz einverstanden mit der Verbindung sind. Nicht einverstanden? Geh, die Eltern von ihrem Freund sollten doch froh sein, dass sie so eine Schwiegertochter kriegen. Echt? Ja, freilich. Susi ist doch ein fleißiges Mädel. Oh mei, sie hat schwer genug gehabt, wie ihre Eltern bei dem Autounfall ums Leben gekommen sind. Ich wünsche mal so einen richtig lieben Mann. So einen wie die. Meinst du das im vollen Ernst? Ja, freilich. Wenn du nicht schon vergeben warst, war die Susi auch was für dich. Ja, deine Mutter war natürlich anderer Meinung. Ja, dann kommen wir jetzt einmal zu meinem Problem. Okay, das ist doch kein Problem. Ah, glaubst nicht? Na, wirst sehen, in 2 Jahren hast du das alles hinter dir. Was, 2 Jahre? Na, so lange habe ich keine Zeit mehr. Du musst bis morgen Abend eine Entscheidung her. Wenn nicht nur heute. Hast recht, die Anmeldefrist läuft ja die Woche ab. Ja, so kommt man auch so. Aber ich hab gemeint, du hast dich schon lange entschieden. Ja, eigentlich schon, aber es ist halt schwierig, den ersten Schritt zu machen. Ich versteh schon, das war bei mir nicht anders. Weißt du was, Bub? Die Sache, die wird heute noch erledigt. Bist du auch sicher, dass du verstehst, was ich meine? Freilich, du meldest dich noch heute zum Meisterkurs fürs Bäckerhandwerk an. Prost! Was wird die? Prost, Chef. Gibt's was zum Feiern? Du, Susi, wir führen ein wichtiges Vater-Sohn-Gespräch, das entscheidende Bedeutung für die Zukunft von uns alle hat, gell? Ja, dann will ich nicht stören.
dann ist am Frank doch ernst mit mir. Moment, gibt's was Wichtiges? Vater-Sohn-Gespräche gingen vor. In dem Fall können die Streisel im Ofen ruhig einmal zu Holz geholt werden. Ja, sie hat recht, die Streisel müssen gleich fertig sein. Helmut! Helmut! Du wirst es nicht glauben, was mir gestern Abend passiert ist. Danke, Chef Frank. Nett von dir. Was ist denn mit dir los? Hat eins von deinen tiefgefrorenen Schnitzel aus deinem Restaurant einen erfolgreichen Fluchtversuch gemacht? Lass die blöden Witz, dafür ist die Lage zu ernst. Danke, Helmut. Nett von dir. Außerdem gibt's in meinem Restaurant ausschließlich Schnitzel von frisch geschlachteten Schweinen. Ja, ja. Weil in deine zwei großen Gefriertruhen hockst du aber selber drin, gell? Zum Abkühlen, wenn dein Alte wieder mal heiß läuft. Geschmarrer, da müssen ja Sie rein. Ja, ja, jetzt ist schon gut. Jetzt sitzt du her und sag mir, was los ist. Du bist ja vollkommen aufgelöst. Geh weiter, Frank. Tu die Streisel aus dem Ofen raus. Komm. Ja, mach ich, Papa. Ich schneid's dann auch gleich auf und spritz am Pudding rein. Weißt du, wer gestern Abend in meinem Restaurant war? Nein, aber so aufgeregt wie du bist, kann das nur der Ministerpräsident oder die Steuerfahndung gewesen sein. Nein, aber fast so schlimm. Frau Dr. Yvonne Gürtler. Die neue Leiterin vom Fremdenverkehrsamt. Das heißt jetzt nicht mehr Fremdenverkehrsamt, das heißt Kultur- und Tourismus GmbH. Ja, von mir aus. Dann hat sie halt der Name geändert. Ja, nicht bloß der Name. Früher war doch der Fichtelsepp der Chef. Der war Beamter. Ja, und jetzt kümmert sich halt die Frau Gürtler um unseren Tourismus und unsere Kultur. Du hast das Problem messerscharf erkannt. Aber jetzt sag einmal, war die Frau Gürtler bei dir beruflich oder privat? Zuerst hat sie Schnitzel bestellt, ne? Hat sie gegessen, ne? Hat sie ganz brav gezahlt und ist zu mir gekommen. Und stell dir vor, über alles hat sie gemeckert. Über alles? Über was hat sie denn alles gemeckert? Ja, erst einmal wäre ihr die Auswahl auf der Karte zu gering gewesen. Dabei hab ich mindestens 15 Sorten Schnitzel auf der Karte. Und dann soll ich meine Soßen auch noch leichter servieren. Soll ich vielleicht das Mehltorgerl ohne Wasser über die Schnitzel streuen, ha? Oder soll ich vielleicht ein Gas reinblasen, damit die Soßen über dem Schnitzel schwebt? Ja, mei, sie wollte halt sagen, dass sich die Essgewohnheiten von den Leuten geändert haben. Viele essen halt mehr so vegetarisch. Auf jeden Fall nicht mehr so fettig. Halt du ja auch noch Stange. Bist mir ein schöner Freund. Pass mal auf. Weißt du, was die noch bemängelt hat, ha? Meine Schnitzel wären ihr zu groß. Seit mein Großvater in unserem Haus das erste Schnitzel serviert hat, hängen die genau mindestens 1,5 bis 3 Zentimeter über den oberen und über den unteren Tellerrand. Mein Vater und mein Großvater, die taten sich doch im Grab umdrehen, wenn die Schnitzel plötzlich auf dem Teller Platz hätte. Nicht umsonst nennt man mich Schnitzelkönig den Dritten. Chef, ich brauche unbedingt und gleich die Streisel mit dem Pudding. Da möchte einer gleich 6 Stück kaufen. Geh gleich selber in Backstuben aus, der Frank müsste da draußen sein. Der hat bestimmt schon ein paar fertig. Du, aber jetzt was anderes. Wo ist denn deine Tochter? Die wollte heute in der Früh bei mir vorbeikommen. Die Gabi schon aller früher bei dir? Ja, sie wollte mir ein paar Buchhaltungstipps geben, jetzt wo es mit ihrer Ausbildung fertig ist. Sag mal, hat dir der Mehlstaub deine Augen vernebelt? Oder hat dir die Hitzen in deiner Backstube das letzte Bräserl-Hirn wegbrennt? Ja, sag mal, was hast du denn da dagegen, wenn mir deine Tochter als fertige Bilanzbuchhalterin ein paar Tipps gibt für meine Buchhaltung? Ja, klammt dir das nicht, dass dir das Gürteltier in Zukunft vorschreibt, was du zum Backen hast, ha? Musst du einmal von der Gabi sagen lassen, wo du zu viel Geld ausgibst und wo zu wenig, ha? Ich merk schon, in deine Buchhaltung hat's auch schon reingeschaut, gell? Helmut, du musst endlich den Tatsachen ins Auge schauen. Unsere Jugend, die hockt bloß noch hinterm Computer. Und der Computer kann weder Schnitzel braten, noch Semmeln backen. Ja, das nicht. Aber schau, seit wir diese computergesteuerte Kasse haben, weiß ich viel genauer, wann ich was backen muss. Ja, weil beim Verkauf genau registriert wird, was wir zu welchem Zeitpunkt verkaufen. Info. Morgen läuft der Frist ab. Ja, jetzt. Halt, Susi, warte mal. Tu gleich 2 her, komm. So, jetzt schau.
Jetzt ist was, das beruhigt die Nerven. Oh, da läuft einem doch schon das Wasser im Mund zusammen, bloß beim Anschauen. Kannst du gleich mal drauf wohnen. Wenn das Gürteltier da herin das Sagen hat, dann darfst du die bloß noch halb so groß backen und darfst einen Pudding mit Gas reinblasen. Ja? Und dann werden die von ganz allein von deiner Backstube zur Theken rüberschweben und du kannst es als Pudding-UFOs zum doppelten Preis verkaufen. Der redet doch ganz so einen Schmarrn. Eine ganz trockene Angelegenheit. Chef? 4,40 €. Bitteschön. Okay, Susi, du weißt doch genau, dass die Nachnahmegebühren aus der Portokasse gezahlt werden. Nein, Chef, du bist zwar noch gar nicht da. Ja, ich möchte bloß das Geld für die 2 Streusel mit Pudding kassieren. Du wirst doch nicht glauben, dass ich für meine selber gemachten Streusel mit Pudding auch noch 4,40 € gezahlt. Oh, tut mir leid, Chef. Ich hab ganz vergessen, dass die Streusel mit Pudding heute im Angebot sind. 4 €, bitteschön. Also, sag mal. Scheinbar ist da mehr ein bisschen heiß im Hirn geworden. Hä? Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Arbeiteraufstand in der Dorfbäckerei. Gut, dass das mein Vater nicht mehr erleben muss. Chef, soll vielleicht ich die 4 € zahlen? Nein, die 4 € zahlt überhaupt niemand. Oh, na, Chef, die Zeiten sind vorbei. Ja, irgendjemand muss die 4 € zahlen. Ja, aber warum denn? Das ist doch ganz einfach. Was machen denn Sie, bevor Sie die Streusel mit Pudding, Beziehungsweise künftigen Pudding-UFOs. die Streusel mit Pudding in den Laden bringen? Macht 2 €. Ja, ich gebe bei mir in der Backstube im Computer ein, wie viel Streusel mit Pudding-UFOs. backen worden sind. Genau. Und Ihre Frau und ich gehen beim Verkauf in die neue Computerkasse ein, wie viel Streusel mit Pudding verkauft worden sind. Außerdem tippen wir, beziehungsweise ich, abends ein, wie viel Backwaren von welcher Sorte noch da sind. Ist es schon gut, ich sage ja schon nichts mehr. Und am Abend lässt Ihre Frau im Büro die Auswertung ausdrucken. Und was glauben Sie, Chef, was der Computer sagt, wenn Sie einfach so 2 Streusel mit Pudding essen? Ja, wahrscheinlich, dass noch 2 so Pudding-UFOs, Blödsinn, 2 Streusel mit Pudding mehr da sein müssten. Leider nicht ganz. Sondern? Die Computerauswertung sagt, dass 4 € in der Kasse fehlen. Das bedeutet, die Verkäuferinnen, also Ihre Frau oder ich, haben 4 € zu wenig in der Kasse. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und bei allem Respekt, Chef, wer behauptet denn hinter der Theke noch nie irgendeinen Fehler gemacht zu haben? Meine Frau. Genau, Chef. Das bedeutet, wenn Sie mir jetzt keine 4 € nicht geben, zieht mir Ihrer Frau die 4 € von meinem lächerlichen Azubi-Gehalt ab. Ja, das kann ich natürlich nicht verantworten. Geh weiter, Karl, hast du mal schnell 4 € für mich? Ja, 4 € ohne. Was? Ja, jetzt habt ihr nicht so, du hast das doch gehört. Die Streusel mit Pudding sind heute im Angebot. Außerdem sei froh, dass wir die Tasse Kaffee nicht boniert haben. Sonst wären es noch 2 € mehr. Ja, da siehst du das, wie weit noch mit deinem Computerschmarrn kommen, gell? Wenn ich dir jetzt kein Geld leihen darfst, darfst du in deiner eigenen Backstube elendig verhungern. Ja, ist ja schon gut. So, dass die Kasse wieder stimmt. Danke, Chef. Susi, wo bleibst denn? Ich komm ja schon, Chefin, ich komm ja schon. Also, dass dein Lehrling so mit dir umspringt, darf ich mir nicht gefallen lassen. Ja, ja, sie hat ja recht. Und Lehrling ist bloß noch die Woche. Wenn's alles so gut kann, wie Geld eintreiben. Ja, ich hab mir auch nicht gedacht, dass sie sich mal so entwickelt. Ja, eigentlich habe ich es ja damals nur aus Mitleid eingestellt. Ja. Es war ein feiner Zug damals von dir, wie ihre Eltern verunglückt sind und sie ganz allein auf dem oberbeerdigten Hof und dann noch der Wald. Ja, alle haben sie damals gefragt, was wer aus dem Mädel werden soll. Du, und heute möchte ich gar nicht mehr auf sie verzichten. Jetzt übertreiben wir mal nicht. Zum Semmelverkaufen braucht man noch kein Diplom. Hast du eine Ahnung? Oh, jetzt beruhigt's, Erna Chefin, ich krieg das schon hin. Oh, ich werd nur wahnsinnig heute. Was ist denn jetzt schon wieder los? In der Kasse fehlt 1,60 €. Ja, und hat das einen bestimmten Grund? Ja, hat's. Die Streusel mit Pudding sind doch halt im Sonderangebot und kosten 20 Cent weniger wie sonst. Bloß unser Computer weiß das noch nicht. Ja, der meint, wir sollten am Kunden 20 Cent mehr berechnen. Ja. Nein, bloß weil euer Computer zu blöd ist, zahl ich keine 40 Cent mehr. Das brauchen sie auch gar nicht. Ich setz mich kurz an den Computer im Büro, programmiere einen Preis um
Und schon ist die Kasse wieder zufrieden. Eine Kasse, die vom Computer zahlt wird. Na bravo. Susi, der Computer im Büro ist doch gar nicht eingeschalten. Keine Angst, Chef. Ich kenne mich mit dem Ding aus. Hat dir meine Frau ihr Passwort gegeben, ha? Na, Chef. In dem Erna-Passwort. Wie immer. Das ist geheim, das kennt niemand, nicht einmal meine Frau. Aber Chef, Männer benutzen immer die gleichen Passwörter. Was? Ja. Bis 30 sind ist der Name von der Freundin oder der Frau. Von 30 bis 40 benutzen sie den Namen von den Kindern. Und ab 40 ist das Passwort der Name vom besten Freund. Was recht hat, hat's recht. Dein Passwort heißt also Karl. Nein, Cäsar. Der Name von einem Hund. Das ist gut. Ja, das Kennwort ist gleich so gut, dass sogar der Lehrling draufkommt. Ich sag's ja. Die Computer treiben uns noch in den Ruin. Das kann doch nicht sein, dass man heutzutage schon Computerexperte sein muss, bloß wenn du ein paar Semmeln verkaufen willst. Ja, mei, in der Berufsschule, da lernen sie es ja so. Mir soll es recht sein. Bei mir sind die Schnitzel in der Kasse einprogrammiert. Und wenn's brennt, dann rufe ich halt die Susi an. Du geh. Du sag einmal, wohnt die eigentlich immer noch auf dem einsamen Hof von ihren Eltern? Ja, freilich, immer noch. Was soll's denn auch machen? Wer möchte denn schon so einen riesigen Aussiedlerhof kaufen? Ja, der Hof, der kostet sicher einen Haufen Unterhalt, ha? Ja, mei, ihr Vater hat eine kleine Lebensversicherung gehabt und dann hast du noch ein paar so alte Maschinen verkauft und den Wald und das bisschen Grund ums Haus rum, den hat's verpacht. Ne, viel ist nicht, aber ein paar Euro sind's auch. Stimmt. Du hast ihr geholfen, dass der Huberbauer sie nicht über den Tisch zieht, gell? Dieser Saubhund. Sie war ja damals mit dieser Situation komplett überfordert. Ja, und engere Verwandte hat sie auch keine gehabt. Guten Morgen. Guten Morgen, Gabi. Schön, dass du vorbeikommst. Komm, sitz dich her. Ja. Habt ihr zwei Problem miteinander? Wir haben kein Problem. Für den Papa bin ich das Problem. Redst du einmal mit ihr. Dann wirst du mich schon verstehen. Der Papa und ich haben heute verschiedene Ansichten über die Führung von unserem Lokal. Ach so, ja, das ist doch ganz normal. Aber jetzt sag mal, wie siehst du die Zukunft von meiner Bäckerei? Ich glaube nicht, dass dir meine Analyse wirklich gefallen wird. Genauso hat's bei mir auch angefangen. Vor 2 Jahren, da ist der Gewinn das erste Mal nicht gestiegen. Und im vergangenen Jahr, da ist er sogar gesunken. Ja, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Weil mir im vergangenen Jahr dieser depperte Bankfuzzi gleich 2-mal angerufen hat, weil mein Konto überzogen war. Ja, dabei habe ich gemeint, wir haben im vergangenen Jahr viel mehr Bacher als in die Jahre davor. Ja, schon. Aber die Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizöl, die sind gewaltig gestiegen. Deine Heizung ist alt, die verbraucht viel zu viel. Und dein Ofen, ja, der kostet auch jedes Jahr mehr an Reparaturen. Und dann sind da noch ein paar kleine Sachen, die aber gewaltig ins Gewicht fallen. Die Zutaten fürs Backen, die Grundsteuer, ja, und der Fremdenverkehrsbeitrag. Fremdenverkehrsbeitrag. Das sind doch alles bloß die Kosten für das Gürteltier, damit sie in der Gegend umeinander fahren und Schnitzel fressen kann. Ja, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Aber was soll ich denn machen? Ich weiß, ich muss jetzt schon lange was modernisieren und neu kaufen, aber das kann ich mir halt einfach nicht leisten. Ja, aber wenn du so weitermachst, dann bleibt am Ende gar nichts mehr übrig. Und wenn du die Susi jetzt auch noch übernimmst, ja, dann kannst du wahrscheinlich eh bald zusperren. Sowas habe ich mir schon fast gedacht. Die Stimmung kommt mir bekannt vor. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mir vielleicht so einen neumodernen Backofen her tun, den man nur noch mit fertige, tiefgefrorene Torgeln fordert? So spart man sich wenigstens schon mal einen Bäcker gesehen. Ja, wie kann doch nicht dein eigener Sohn entlassen? Betriebswirtschaftlich gesehen war das eigentlich gar nicht so verkehrt. Na, wie gefallen da meiner Tochter ihre Ideen? Ja, und mehrer Bauer bringt auch nichts, weil ich gar nicht die Kunden hab, die mir in der Früh, Mittag und auf Nacht das Zeug abkaufen werden. Nur dazu, weil jetzt der Supermarkt auch das fertige Zeug verkauft. Dann schon lieber morgens, mittags und abends Schnitzel. Weil die gibt's nur bei mir. So, das sind jetzt die letzten Streisel für heute. Hallo? Das
Das war der Frank, dein Freund. Sag mal, das war der Frank. Du machst dich halt scheinbar überall, wo du auftauchst, rasend schnell unbeliebt. Hat nicht einmal deine Mutter in ihre Glanzzeiten geschafft. Mach nur so weiter. Dann landest heute auf Nacht entweder bei mir auf dem Grill oder beim Helmut im Backofen. Frank, wir müssen uns einmal ernsthaft unterhalten. Ist recht. Wo und wann? So zwischen 2 und halb 3 hätte ich eventuell einmal kurz Zeit. Da kannst du dann einmal vorbeischauen. Muss das unbedingt bei dir sein? Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich ihn in meinem Zimmer einsperre und nicht mehr rauslasse. Du, das darf ich dir verglatt zutrauen. Nein, da kannst du unbesorgt sein. Das darf nichts nutzen. Weil wenn ich mit dir fertig bin, passt du ganz bequem durch jedes Schlüsselloch. Papa! Nein, Frank, ist in Ordnung. Ich komme um 2 zu dir daher, ja? Meine Tochter gibt nach, das gibt's ja nicht. Die wird ja nicht ernsthaft krank sein. Ist recht. Um 2 da. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mit anhören habt müssen. Aber der Frank ist anscheinend ein bisschen aus der Spur. Wahrscheinlich hat es ihm nicht gut getan, dass ich wegen meiner Weiterbildung die Zügel ein bisschen schleifen hab lassen. Naja, jetzt werden wir dann sehen, ob er in Zukunft wieder frei rumlaufen darf oder ob er bei mir lebenslänglich kriegt. Sag mal, hab ich das jetzt richtig verstanden? Die zwei überlegen, ob's heiraten sollen? Nein, das hast du falsch verstanden. Meine Tochter überlegt, ob sie ihn heiraten will. So, der Computer ist erledigt. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Was ist denn los mit dir, die zwei? Die zwei sind doch gestern miteinander aufs Herbstfest gegangen. Aber die Gabi ist relativ früh allein wieder heimgekommen. Und das sehr geräuschvoll. Ja, was sagst du zu dieser Unverschämtheit? Meine Alte, ihr sollt doch schon längst beim Schnitzelklopfen sein. Nein, geh hinten aus. Und denk Bildchen an die Frau Dr. Gürtler und hau die Schnitzel nicht gar so platt. Ja, und wie ich an die denk? Ich denk bloß an die. In Zukunft verkaufe ich meine Schnitzel auch noch als Carpaccio. Weißt du schon, wer gestern bei uns im Restaurant war? Ja, ich weiß. Ja, und weißt du auch schon, was uns diese Gürtelrose alles vorgeworfen hat? Ja, ich weiß. Eure Schnitzel sind zu groß und eure Soßen sind zu fettig. Ja, du, weißt du was? Ha, Die lassen wir unsere Zeit erst gar nicht probieren. du, das kannst du vergessen. Ha, ich hab heute in der Früh Ihren Assistenten bei euch aus dem Laden gesehen. Na. Ja, das war um, warte, ich hab's aufgeschrieben. Das war um 7:46 Uhr. Sag einmal, Was das glaubst du? ich sag, dass die Feinde sind schon längst unter uns und haben zum finalen Vernichtungsschlag gegen die Oberschicht vom Dorf ausgeholt. Wie damals in Frankreich. Jetzt hört's doch einmal auf. Der Karl-Mord, dass seine Tochter von der Inquisition geholt wird. Die Christa meint, dass bei uns im Dorf die französische Revolution ausbricht. Und alles nur, weil unsere studierte Frau ein paar Tipps geben will. Das war so ein südländischer Typ. Ja, so ein Papageno. Papagallo. Ja, oder so. Ja, du, den kenn ich. Was, den Papageno? Ja, der kauft seit ein paar Tagen seine Semmeln und Brezen bei uns ein. Und heute hat er 6 Streusel mit Pudding gekauft. Streusel mit Pudding werden aus dem Angebot gestrichen. Was bist du narrisch? Ja, jetzt beruhigt euch doch einmal. Die Frau Dr. Gürtler, die möchte uns doch mit Sicherheit nicht in Ruin treiben. Ganz im Gegenteil. Die möchte doch nur, dass alle Bürger und Gäste bei uns im Dorf gut geht. Ja, Und das dazu gehören halt einmal gut funktionierende, kundenorientierte, moderne, progressiv ausgerichtete Handwerks- und Gastronomiebetriebe. Einmal kannst du mit dem sein Gesülze mal übersetzen. Helmut, du sollst dich lieber aufs Backen beschränken, anstatt dass die Artikel von der Innungszeitschrift auswendig lernst, die du sowieso nicht verstehst. Ja, du, und Helmut, wenn die zu dir kommt, lass dich ja nicht einwickeln von der... Ja, wo kann man bei denen da hin, wenn wir uns von dieser Gürtelrose sagen lassen, wo es lang geht? Christa, ich gebe dir im vollen Umfang recht. Ja, Wisst's was?
Ich stehe jetzt seit 6 Stunden in meiner Backstube. Und ich glaube, ich habe mir jetzt einen Haufen voll Schlaf verdient. Ob mit Gürteltier oder ohne. Ich gehe jetzt rauf und leg mich hin. Gute Nacht. Ja, du, halt doch mal, was mache ich denn, wenn das Gürteltier kommt? Benimm dich einfach so wie immer. Dann wird spätestens in 2 Minuten die Frau Dr. Gürtler die Flucht ergreifen. Gute Nacht. Lobt jetzt dein Mann Aufstand? Na, aber immer wenn er aus der Backstube kommt, ist er unausstehlich. Aber du, jetzt sag einmal, was gibt's denn eigentlich so Wichtiges, dass du unbedingt allein mit mir reden willst? Ja, setzen wir uns einen Moment hier. Ja, magst du einen Kaffee? Ja, gern. Ja. Wenn er nicht schwach ist. Du sag einmal, die Susi, die ist doch derer mit ihrer Ausbildung fertig geworden, oder? Ja, stimmt. Am Freitag ist Lossprechung und am Montag fängt sie da als frisch gebackene Bäckereifachverkäuferin an. So, da habt ihr es übernommen. Ja, freilich, warum denn nicht? Ja, du allein schaffe ich das hinter der Theke nicht. Mei, sie ist zwar manchmal ein bisschen vorlaut, aber sie ist fleißig und hilfsbereit. Und kennt sich an unserer neuen Computerkasse auch schon recht gut aus. Also, zwar nicht so gut wie ich, gell, aber für ihr Alter. So. Und sonst ist da nichts aufgefallen ihr? Na, was soll mir denn aufgefallen sein? Also, ich finde es ja bewundernswert, dass sie immer noch allein auf dem alten Hof von ihren Eltern wohnt. Du, da hast zwei schon sich kümmern für das Mädel. Mir kamen die Tränen. Das kleine Mädel vom Land, das sich ganz allein durchschlägt. Sag einmal, was hast denn du gegen die Susi? Wir konnten die mit dem Frank zurecht. Ah, das klappt ganz gut. Mei, wenn der Frank einmal wieder recht ramhappert in der Gegend rumrennt, dann staucht sie schon mal sauber zusammen. Ja, und die anderen Sachen, die die Susi mit dem Frank macht, bringen dann erst so richtig in Fahrt, gell? Was soll das heißen? Die Susi versucht offensichtlich da Chefin zu werden. Steckt die Susi vielleicht mit der Gürtel unter einer Decken? Die steckt mit deinem Sohn Frank unter einer Decken. Ja? Ja, und was hacken die zwei da aus? Ja, was man halt unter so Decken ausheckt. Ja, miteinander. Ach so, du meinst ja. Na, das glaube ich nicht. Doch, die zwei haben ein Verhältnis miteinander. Ja, und woher weißt du das so genau? Die sind gestern Abend auf dem Herbstfest erwischt worden. Im Zeit? Vor alle? Na, im Gemeindehaus. Was, im Gemeindehaus? Ja, im Gemeindehaus. Ja, da sind doch die Umkleidekabinen von den Fußballern. Ah ja, haben's trainiert. Ja, fragt sie bloß was. Nachdem nämlich 20 Minuten die Kabine verschlossen war und sich auf das Klopfen und Rufen keiner gerührt hat, ja, da haben sie alle gemeint, es ist was passiert und dann haben sie die Tür eintreten Und drin waren? Genau. Ja, was haben jetzt die da drin gemacht, so allein? Ja, die waren nackert. Okay. Ja, warum? Nein. Jetzt frag doch nicht so blöd. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Der Bub duscht doch immer daheim. Selig sind die Armen im Geiste. Ach so, du meinst, die zwei haben? Ja, das ist ja eine saubere Planung. Ja, aber nicht nur für euch, für uns schon. Ja, wie stehen wir denn jetzt da? Jeder weiß doch, dass unsere Kinder bald heiraten wollen. Wir sind blamiert bis auf die Knochen. Jetzt verstehe ich auch die blöde Bemerkung von der Frau Meier. Was? Schaut heute in der Früh ihr Brot von allen Seiten an, lacht sie halber tot und sagt, dein Sohn lässt auch nichts anbrennen. Siehst du? Die Leute machen sich schon lustig über uns. Ja. Elvira, da müssen wir einschreiten. Mein Gott, diese Integrantin. Was? Du, das hat die Susi von Anfang an geplant. Ja, freilich. Die hat gewartet, bis die Gabi auf Weiterbildung war. Und dann hat sie sich meinen unschuldigen Sohn geschnappt. Die weiß doch ganz genau, dass die auf Dauer auf diesem riesigen Bauernhof nicht allein wohnen kann. Ja, freilich. Ja, und das Geld aus der Lebensversicherung und aus dem Verkauf vom Grund und von den Maschinen, das wird auf Dauer nicht reichen, gell? Und das bisschen Pacht, was die kriegt, okay, das kann doch höchstens bloß ein paar 100 Euro im Jahr sein. Ja, und da, meine Liebe, da setzt er sich ins gemachte Nest. Gell? Mei, diese Schlange, diese Potiphar. Und? Kriegt jetzt nächste Woche einen Arbeitsvertrag? Bist du wahnsinnig? Oh mein Lieber, die wird heute noch aus dem
passieren. Ja, das heißt also, ja, bis zum Wochenende soll es jetzt schon noch da bleiben. Ja, und mir die Feinheiten von unserer Computerkasse erklären. Das muss man sich mal vorstellen. Langt dieses Biest deinen armen, unschuldigen Sohn 20 Minuten in die Fußballumkleidekabine? Also darauf waren doch wir in dem Alter nie gekommen. Damals, da hat es doch noch gar keine Umkleidekabinen im Gemeindehaus gegeben. Und 20 Minuten hätten wir auch nicht gebraucht, gell? Wenn sie damals so ein kleines Lehrmadel an Chef seinen Sohn hingemacht, ja, die ist geteert, gefedert und geköpft worden. Und danach ist er aus dem Dorf gejagt worden. Ja, Christa, was soll ich denn jetzt machen? Ja, als erstes schmeißt du jetzt einmal die Susi hinaus. Und dann nehmen wir uns unsere Kinder zur Brust und leiten die Hochzeit ein. Ja. Du hast recht. Wir haben die Zügel zu sehr schleifen lassen. Aber das wird sich jetzt ändern. Auf in den Kampf! Obwohl ich hinter der Theke spielend ein Lord Jetzt war es ihnen doch nichts vor. Sie sind vor meiner Zeit nicht ein Lordsrecht gekommen und sie werden es auch nach mir nicht kennen. Die neue Computerkasse ist doch für sie ein Buch mit 7 Siegeln. Unterbrich mich nicht. Also, obwohl ich hinter der Theke spielend ein Lordsrecht gekommen hat, hätten wir die weiterhin als Bäckerei-Fachverkäuferin beschäftigt. Aber die Aussichten waren dir ja scheinbar nicht nur. Erst wolltest du einen neuen Arbeitsvertrag haben und eine Woche später wolltest du schon Chefin spielen. Du kleine intrigante Schlange, du. Oh. Das stimmt doch alles gar nicht. Ich wollte alles noch während meiner Lehrzeit geklärt haben. Der Frank hat mir versprochen, dass er bis morgen mit Ihnen und Ihrem Mann über uns reden wird. Ja, freilich will der Frank mit uns reden. Und zwar darüber, wie man eine Affäre mit so einem Flitschern, wie das du bist, aus der Welt schaffen kann. Mein Gott, na. Was bleibt ihm denn anderes übrig, ha? Nachdem sie 20 Minuten in der Umkleidekabine... Oh Gott, nein. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Sie müssen mir glauben. Ich wollte auf alle Fälle, dass Sie mit unserer Heirat einverstanden sind, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe. Sag aber, wie kommst denn du da überhaupt drauf, ha? Dass ich und mein Mann jemals damit einverstanden sein könnten, dass der Frank die heiratet? Ja, warum denn nicht? Wir arbeiten im selben Fach, sind jung und wir lieben uns. So, ihr liebt euch. Oh mei. Oh, mir kommen ja gleich die Tränen. Gabi, passt doch gar nicht mehr zum Frank. Die haben sie doch schon längst auseinandergelegt. Gabi wird es mit Sicherheit auch bald merken. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sich mein Frank auf eine Heirat mit so einer kleinen Angestellten einlässt. Gemein. Für den bist du doch Hexen, so ein kleines, unbedeutendes Abenteuer zwischendurch. Bitte? Im Moment ist der Frank auch nicht mehr wie ein kleiner Angestellter. Und ich sag's Ihnen jetzt noch einmal. Der Frank und ich, wir lieben uns. Mein Kinderl, lass da eins gesagt sein. In unseren Kreisen heiratet man nicht aus irgendwelchen Gefühlsduseleien heraus, sondern man heiratet standesgemäß. Ja, da hat die Gabi freilich zu erfassen. Der Sohn einer runtergekommenen Bäckersfamilie heiratet die Tochter einer runtergekommenen Wirtsfamilie. Na, sauber. Jetzt pass einmal gut auf. Ich geh jetzt da in den Laden aus. Und nach 10 Minuten schau ich da wieder rein. Und bis dahin bist du verschwunden, hast mich. Ich bin bis Freitag nur in der Lehre. So lange bleibe ich auf jeden Fall. Ich kenne meine Rechte und meine Pflichten. Weißt du, was man früher mit jungen Frauen gemacht hat, die sie heimlich an den Sohn vom Chef gemacht haben? Ja, ich weiß schon. Teeren, Federn, verbrennen und aus dem Dorf jung. Das hat mir die Gabi schon angedroht. Ja, als Köpfen hast du noch vergessen. Tut mir leid, aber das Mittelalter ist doch schon zu lang vorbei. In 10 Minuten bist du verschwunden. Sonst wärst das Mittelalter mal live kennenlernen. Hast mich? Dann brauchen Sie eine von der Mentalität her zeitlich ja kaum zurückbewegen.
Naja, eigentlich habe ich ja gar nicht viel lauschen müssen. Ihr wart ja kaum zu überhören. Und du bist nicht zufällig auf die Idee gekommen, dass du mich unterstützen kannst. Im Prinzip schon, aber dann habe ich mir gedacht, so ein Gespräch unter Frauen. So, du hast bestimmt gemeint, wenn sich Schwiegermutter und Schwiegertochter so in aller Gelassenheit über die Zukunft unterhalten und Hochzeitspläne schmieden, dann warst du da bloß im Weg, oder? Ja, so ungefähr. Besonders wenn ein Gespräch so ruhig und harmonisch verläuft, wie das zwischen deiner Mutter und mir. Also ich fand es super, wie du da und widersprochen hast. Einfach super. Frank, deine Mutter hat mich rausgeschmissen. Das hat bestimmt nicht so gemeint. Sie hat mir sogar droht, dass sie mich umbringt, wenn ich nicht in 10 Minuten weg bin. Das hast du völlig falsch verstanden. Ja, sonst hat ja der Vater und ich wöchentlich mindestens 2 Mal sterben. Falsch verstanden hätte ich das vielleicht, wenn der Mutter im Feuer wird. Toni will nicht einmal nach der Arbeit ein paar Minuten in Ruhe Healing. Tut mir leid, Chef, aber der Frank muss einmal unbedingt mit einer unter 4 Augen sprechen. Also Papa, die Sache ist... Jetzt einen Moment einmal. Neuberger? Ja, schön, Sepp, dass du mal meinst. Du, wann kommst du jetzt endlich wegen meinem Garagentor? Ja, also gut. Dann reparierst halt zuerst die Tür im Gemeindehaus und kommst dann zu mir. Ja, was? Was? Alles auf eine Rechnung schreiben. Okay, was habt ihr nie mit der Umkleidetür im Gemeindehaus zum Tor? Okay, bitte, was hat denn mein Sohn mit irgendwelchen Vögeln zum Tor? Also, bei dir pint's wohl, im wahrsten Sinne des Wortes. Du weißt was, Sepp. Rufst wieder an, wenn's nüchtern bist, gell? Holzwurm, Bläder. Papa, ich muss sowieso schnell ins Dorf. Ich schau dann gleich einmal beim Sepp vorbei und frag, was er genau will. Ja, ich weiß nicht, ob das was nutzt, weil so wie der gelacht hat, muss der ziemlich einen über den Durst getrunken haben. Du wolltest doch mit deinem Vater Später, Susi, später. Ich bin gleich wieder da. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, was hat er denn so Wichtiges? Das soll ja einer selber sagen. Geh, jetzt beruhig dich. Es geht bestimmt um seine Anmeldung zum Meisterkurs. Du, aber jetzt was anderes. Freust dich schon auf Freitag auf deine Lossprechung? Du, die letzten 3 Jahre, die sind doch wie im Flug vergangen. Ja, und ich flieg direkt hinterher. Okay, das ist doch schön, wenn alles rum ist. Naja, es müsse doch nicht gleich alles rum sein. Ja, also, ich trauere meiner Ausbildungszeit schon ab und zu noch. Das werde ich sicher auch da, wenn es nur dein Lieb. Und am Ende, wie ich dann das Abschlusszeugnis in die Hände gehabt hab, da sind mir direkt ein bisschen die Tränen gekommen. Die sind mir schon gekommen. Ja. Naja, aber jetzt werde wieder Ruhe sein im Haus und ich komme wieder healing, gell? Also, bis später. Vierte. Ach, lohnt sich kaum. Die 10 Minuten Auszeit von der Chefin sind gleich um und dann geht das Gebrüll wieder los. Was mache ich denn jetzt bloß? Haut der einfach ab und lasst mich da mit seiner Mutter Lord. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wunderschön ist der allerdings nicht. Das kann sich schnell ändern. Ja, dann müsste aber schon ein kleines Wunder geschehen. Falls Sie die Chefin sprechen wollen, die ist gerade im Laden hinter der Theke. Nein, will ich nicht, sonst hätte ich ja den Eingang zum Laden benutzt. Der Chef, der hat sie gerade wieder hingelegt. Also, wenn ihn jetzt weg, ist er grundsätzlich auf alles schlecht zum Sprechen. Egal, was es ist. Nein, zu dem will ich auch nicht. Ah, jetzt weiß ich. Sie kommen von der Versicherung und wollen den Schaden an der Tür aufnehmen. Sie glauben gar nicht, wie peinlich mir das war. Ja, wie die Tür aufgeflogen ist und wir zwei nackert vor alle Leute gestanden sind. Oh, das war einfach schrecklich. Also, ich habe zwar gestern Abend was getrunken, aber keinen Alkohol. Und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass wir 2 nackt vor allen Leuten rumgestanden sind. Leider. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind gar nicht von der Versicherung? Nein, und ich will weder zu Ihrem Chef noch zu Ihrer Chefin. Ich will die Frau Susi Obermüller sprechen. Ja, das bin ich. Das habe ich mir fast gedacht. Frau Obermüller, heute ist Ihr Glückstag. Tatsächlich? Ja. Das ist aber bis jetzt sogar nicht aufgefallen. Links. Noch 2 Minuten. Was war denn jetzt das? Die örtliche Bäckerei-Inquisition. Die was? Meine Chefin, die hat mich gerade vorher rausgeschmissen.
Minuten noch da bin, hat's mir mit den verschiedensten Tötungsvarianten aus dem Mittelalter gedroht. Darf man fragen, was die angestellt haben? Ja, sie hat vor einer Stunde rausgefunden, dass ich und unser Gesell zugleich auch ihr Sohn ein Verhältnis haben. Ach so, das ist doch nichts Schlimmes, wenn sich zwei Menschen lieben. Noch dazu, wenn sie im gleichen Fach liegen. Also, ich meine, wenn sie vom gleichen Fach sind, natürlich. Ja, sollte man meinen. Aber meine Chefin sieht das leider ganz anders. Ja, wie dem auch sei, ich bin scheinbar gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Es geht um Ihre Zukunft. Um die geht's schon den ganzen Morgen. Ja, aber was wollen Sie denn überhaupt von mir? Ich kenn Sie doch gar nicht. Außerdem heute ist es für besser, dass ich zuerst einmal die Flucht ergreife. Das würde ich mir an Ihrer Stelle noch einmal gut überlegen. Schauen Sie mal. Das ganze Geld gehört Ihnen, wenn Sie mit mir sofort unter 4 Augen sprechen. Um Gottes Willen. Wie viel Geld ist denn das? Genau 5.000 Euro. Und Sie sind sicher, dass Sie da dafür bloß mit mir reden wollen? Und ich beschütze Sie auch noch vor Ihrer Chefin. Also so viel Geld habe ich noch nie in die Finger gehabt. Also gut, schlimmer kann es nicht mehr werden. Gehen wir noch hinten ins Büro. Da sucht mir die Chefin eh nicht. Und wenn doch, beschützen Sie mich, gell? Keine Angst, ich bin Schwarzgurtträger. Und ich hab heute eine weiße Unterwäsche an. Ja, was? Die wird doch jetzt nicht tatsächlich abgehauen sein, ha? Das darf doch nicht wahr sein. Also gut, dann arbeite ich eben mit der Portokasse weiter. Ha, es war doch gelacht, wenn ich nicht ohne dieses Flieger zurecht kann. Ja, hört denn der Krach heute überhaupt nicht mehr ab? Ja, hey, keiner da. Grüß Gott. Darf ich reinkommen? Ja, schon, freilich. Mit wem hab ich denn die Ehre? Yvonne Gürtler. Ich bin die Neuleiterin von der Tourismus- und Kultur GmbH. Ah, die Frau Dr. Gürtler. Ja, ich hab schon sehr viel von ihr gehört. Ich fürchte nicht viel Gutes. Okay, die Leute reden viel, besonders wenn sie bei uns im Laden draußen stehen. Das nehme ich nicht ernst. Ich bin der Helmut Neuberger, der Inhaber dieser kleinen Dorfbäckerei. Das ist ja ausnahmsweise mal eine nette Begrüßung. Übrigens, den Doktor können Sie weglassen. Aha, haben sie auch abgeschrieben. Oh. Also, Frau Gürtler reicht. Ja, ich war jetzt auf Ihren Besuch überhaupt nicht vorbereitet. Das war auch meine Absicht, unangemeldet zu erscheinen. Ich möchte die einzelnen Betriebe während der Arbeitszeit kennenlernen und mir nicht abends im Wohnzimmer die schöne, heile Welt von hier erklären lassen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Na, wir kann ich Ihnen dazu. Ach, Ihr Nachbar zum Beispiel, der hat das ganz anders gesehen. Ja, das habe ich schon gehört. Aber Sie sagen, warum sind Sie nicht zum Laden reinkommen, sondern hinten durch den Lieferanteneingang? Habe ich versucht. Aber Ihre Frau wollte mich nicht durchlassen und hat mir zum Abschied diese 2 Semmeln geschenkt. Sie hat was? Ja, die hat sie mir an den Kopf geworfen. Ja, sagen Sie mal, ja, spinnt denn die? Ja, entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich hoffe, Sie haben keine Beule am Kopf. Doch, aber nicht von den 2 Semmeln, sondern von dem Schweinehüftknochen von der Metzgerei Berger. Ja, dann sollten Sie vielleicht unsere Glockengießerei meiden. Nehmen Sie doch bitte den Platz da, bitte sehr, bitte. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Ja, danke. Ich würde ganz gerne offen und ehrlich mit Ihnen über Ihren Betrieb plaudern. Ach Sie, Frau Gürtler, ich sag's ja nur ungern, gell? Aber ich bin froh, dass einmal jemand wie Sie da bei uns auftaucht. Ach. Ja, ich sag's ja schon lang, dass es so nimmer weitergeht. Wissen Sie, für mich und meine Frau, da langt's ja. Aber wenn einmal unser Sohn den Betrieb übernehmen soll, und wissen Sie, eine Modernisierung, die rechnet sie einfach nicht. Die ist einfach zu teuer. Aha. Ihre Frau und Ihr Sohn arbeiten auch im Betrieb, wie ich gehört habe? Ja, meine Frau, die steht im Laden und mein Sohn und ich, wir sind in der Backstube. Mein Sohn Frank, der möchte jetzt einen Meisterbrief machen, gell? Ja, hey, wir sind halt ein kleiner, feiner Familienbetrieb in einem kleinen, romantischen Dorf. Aha, interessant. Haben Sie, Süßstoff, ja, Süßstoff.
Haben Sie sonst noch Angestellte? Ja, unser Susi, die wird die Woche mit der Lehre fertig. Ich werde es zunächst übernehmen, aber ob ich mir das auf Dauer leisten kann, weiß ich natürlich noch nicht. Ja, verstehe. Ach so, ja. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, Herr Neuberger, aber ich muss zugeben, ich habe heute und auch die letzten Tage von meinen Angestellten Probeeinkäufe bei Ihnen tätigen lassen. Ja, damit ich sehe, was Sie so alles backen. Ja, Ihr Assistent, der hat schon 6 Streusel mit Pudding bei uns gekauft. Ja, Sie müssen ja in der letzten Zeit einiges durchprobieren. Ah, da sind Sie aber gut informiert, hm? Ja, reiner Zufall. Aber ich weiß schon, was Sie jetzt sagen wollen. Was? Unsere Streusel sind zu groß und der Pudding ist zu fettig. Wie kommen Sie denn darauf? Unsere ganze Abteilung ist Fan von Ihren Backwaren geworden. Ja, uns hat bisher immer alles geschmeckt. Tatsächlich? Ja, natürlich. Die Backwaren selbst finde ich voll in Ordnung. Ja, aber wo ist dann das Aber bei der Sache? Naja, Qualität ist nicht alles. Die Backwaren müssten auch dementsprechend gut präsentiert werden. Ja, ich weiß schon. Unser Theke, die gehört einmal erneuert. Ich will ja nicht übertreiben, aber man hat ja das Gefühl, dass sie zusammenkracht, wenn man nur einen 5-Euro-Schein darauf legt. Sie scheinen Ihr Geld nur mit den Backwaren zu verdienen. Naja, Schlachten kann ich in meiner Backstube nicht auch noch. Das nicht. Aber Sie könnten beispielsweise einen Kaffeeautomaten aufstellen. Ja, oder noch ein paar Stehtische. Platz ist ja genug in Ihrem Laden. Ja, und beim Kaffee ist die Rendite wesentlich höher als bei den Backwaren. Ach, Sie meinen, dass man in der Bäckerei auch noch was essen und trinken kann? Ja, genau. Mittlerweile ist es ja auch erlaubt, in einer Bäckerei warme Frankfurter, Fleischpflanzerl und warme Leberkäse zu verkaufen. Sie könnten ja auch noch Softdrinks anbieten. Ja, ist das auch erlaubt? Ja, oh ja. Was glauben Sie, wie viele Leute dann in ihrer Mittagspause vorbeikommen und schnell was essen? Ja, und die Hälfte von denen, die kauft auch noch Brot ein. Moment. Statistiken belegen, dass sich in einer Bäckerei wie der Ihren der Verkauf von Backwaren um 20% steigern lässt, wenn zusätzlich andere Waren angeboten werden, an denen Sie dann ja auch noch verdienen. Ja, auf solche Ideen kommt man gar nicht, wenn man sein Leben hinten in der Backstube fristet. Oh. Das hört sich richtig gut an. Und Sie sollten in der Früh belegte Brötchen anbieten. Ja, das rentiert sich mehr als die reinen Backwaren und zieht neue Kunden an. Ja, meinen Sie wirklich? Herr Neuberger, Ihr Laden in der Lage, das wäre garantiert die reinste Goldgrube. Ja, das sind ja völlig neue Perspektiven. Helmut! Bin schon da! Ja, was ist denn mit dir los? Bist du auf der Jagd nach entlaufenen Schnitzel? Ich möchte dir beistehen, mein Freund. Ja, aber ich möchte meine Ware nicht weichklopfen lassen. Aber vielleicht stehst du selber kurz davor, weichklopft zu werden. Ach so, das meinst du? Na, das habe ich voll im Griff. Lass der Fei von der nichts sagen, von der Gürtelkrallen. Ja, da kannst du ganz beruhigt sein. Wenn ich mit der fertig bin, da ist die flach wie eine Obladen. Pass mal auf. Von wegen kleine Semmelnbacher, die werden ab morgen noch viel größer. Ich verstehe nicht. Jawohl, mach sie fertig, gib's ihr. Ganz mit, dann sind wir gleich wieder los. Ach so, verstehe. Ja, natürlich, Herr Neuberger. Ganz wie Sie wünschen. Aber bitte, bitte tun Sie mir nichts mehr an. Und meine Streusel, die werden ab morgen noch viel fetter. Und den Pudding, den rühre ich mit Räucherspeck-Würfel an. Ja, natürlich, ganz wie Sie wünschen. Von mir aus umwickeln Sie den Pudding noch mit Speckscheiben und packen dann noch ein... Schnitzel mit Nei. Genau, Puddingstreusel mit Schnitzel. Das wird garantiert der Verkaufsschlager der Saison. Eine blöden Pudding-UFOs, die gibt's dann nimmer. Pudding-UFOs? Mit denen können es meinetwegen bis zum Mond fliegen. Ja, ganz wie Sie wünschen. Von mir aus auch auf den Mars oder gleich in eine andere Galaxie. Aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Und die Semmeln von meinem Freund Helmut, die hängen in Zukunft mindestens 1,5 bis 3 Zentimeter über den oberen und über den unteren Rand von die Frühstücksteller. Das ihr Haus kennen. Oh. Hab ich recht, Helmut? Ja, Karl. Ganz genau, Karl. Ah,
Das wird die gar nicht mehr erleben. Weil die stecke jetzt im Backofen, die alte Hex. Ja, ein Knusper-Knusper-Knäuschen. Helmut, übertreib's nicht! Komm jetzt im Backofen rein, ich brauch deine Hilfe. Karl! Das ist nicht notwendig! Du hast die Sache scheinbar selber gut im Griff. Na, mit einem Mord möchte ich nichts zum Tor haben. Oh, Sie können wieder rauskommen, Frau Gürtler. Herr Neuberger, wenn Sie so viel betriebswirtschaftliche Kenntnisse wie Bauernschleu hätten, wären Sie bestimmt Inhaber einer internationalen Großbäckerei. Ja, mir ist halt auf die Schnelle nichts anderes eingefallen, dass wir wieder loswerden. Ich hoffe, ich hab Sie nicht allzu sehr erschreckt. Naja, ich bin ja von den anderen Betrieben im Ort schon einiges gewöhnt. Da hätte ich eine Stunde im Backofen vielleicht auch noch ausgehalten. Also ich muss sagen, Ihre Vorschläge gefallen mir immer besser. So? Haben Sie noch mehr von den Ideen? Ja, auf den ersten Blick nur noch eine. Von dem Rosenbeet vor Ihrer Tür sollten Sie sich verabschieden. Ja, warum? Gefällt's Ihnen nicht? Ja, doch schon, aber noch 3 zusätzliche Parkplätze vor Ihrem Laden wären doch nicht verkehrt, oder? Ja, wissen Sie, also das Rosenbeet, das hat nur mein Schwiegervater gepflanzt. Das wird meiner Frau schwer beizubringen sein. Kann man die Rosen nicht an eine andere Stelle umpflanzen? Logisch. Ich kann's vor dem Laden ausgraben und auf mein Grab gleich wieder eingraben. Herr Neuberger. Herr Neuberger, Sie sind mir so einer. Und? Gefallen Ihnen meine Vorschläge wirklich? Ja, auch. Ja, freilich. Mit der Kaffeemaschine und die Stehtische und die belegten Semmeln fangen wir an und dann machen wir Schritt für Schritt weiter. Ach, endlich mal jemand, der meine Ideen aufgreift. Ach, darf ich Sie dann als positives Beispiel unserer Kampagne zukunftsweisende regionale Struktur in der Presse erwähnen? Was? Ja, durch so einen Zeitungsbericht werden dann auch andere Betriebe dazu animiert, ernsthaft über ihre Zukunft nachzudenken. Ach so. Ja, warum nicht? Das kommt zwar alles ein bisschen plötzlich, aber das scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, dass wir unseren Betrieb rentabel weiterführen und dass mein Sohn einmal später davon leben kann. Naja, und so ein Pressebericht, das ist doch auch ein wenig eine Werbung für mich, oder? Ganz genau. Ach, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Ja, vielleicht in der Backstube. Hm? Ein Foto? Ja. Ja, freilich. Ja, gern. Ja, kommen Sie doch bitte mit. Dann gehen wir. Danke. Bitte. Na, was sagen Sie jetzt? Oh, ich konnte es alles noch gar nicht glauben. All meine Sorgen haben sich scheinbar auf einmal in Luft aufgelöst. So kann's gehen. Von der Bäckereiverkäuferin zur Millionärin. Genau wie im Märchen. Ja. Bloß mein Prinzen, den muss ich mir selber wachküssen. Bei Ihrem Temperament, da dürfte es doch überhaupt kein Problem sein, Frau Obermüller. Frau Obermüller, oh, wie schön das klingt. So habe ich bis jetzt kaum einer angesprochen. Geh, zwickern Sie mir mal in den Hintern. Ich glaube, ich traum. Ich bin aber nicht Ihr Prinz, gell? Ach, jetzt mach es schon. Und sieht da ja keiner. Nicht, dass ich mir das Ganze nochmal anders überlege. Um Gottes Willen, das kann ich gegenüber meiner Firma natürlich nicht verantworten. Ja, was ist denn da los? Wer immer Sie auch sind, das ist jetzt alles nicht so, wie es vielleicht aussieht. Natürlich nicht. Solche Sachen sind selbstverständlich nie so, wie es ausschauen. Aber macht's ruhig weiter. Mich stört das nicht. Ich bin ja nur gespannt, was da der Frank dazu sagt. Der müsste jeden Moment da auftauchen. Bin nämlich da mit ihm verabredet. Davon weiß ich ja gar nichts. Vielleicht geht dich das ja auch gar nichts an. Ich muss ja was Wichtiges sagen. Freilich, andersrum darf es ja gar nicht gehen. Bei dir kommen wir da ja gar nicht zu Wort. Tu doch nicht so, als da bei dir die Hosen noch haben. Na, das nicht. Aber bei mir zieht das freiwillig aus. Entschuldigung. Bei dir werde ich ja dazu gezwungen. Sag einmal, wie laufst denn du überhaupt rum? Hast du Urlaub? Oder probst du gerade den Lehrlingsaufstand? Ich bin rein privat da. Frau Neuberger hat mich vorher fristlos entlassen. Das hört man gern, dass meine vielleicht zukünftige Schwiegermama so zu mir hält. Für das klopfst du aber ziemlich starke Sprüche. Vielleicht kann ich mir das ja auch leisten.
Susi, ich muss zugeben, ich hab dich unterschätzt. Gestern in der Früh hab ich mir noch gedacht, du weißt gar nicht, wie es geht. Dann hab ich dich gestern Abend mit dem Frank in der Umkleidekabine erwischt. Und jetzt? Jetzt hängst du schon an dem da dran. Alle Achtung! Und an wem hängst du dann morgen dran, du Hex? Wenn ihr die Bäckerei nicht gleich verlasst, auf dem Scheiterhaufen. Alle Achtung! Du hast wenigstens den Sinn für die Realität noch nicht verloren. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mich erst einmal vorstelle. Mein Name ist Bernd Wagner und ich versichere Ihnen, meine Absichten bei der Frau Obermüller sind rein geschäftlich. So einer sind Sie? Sie zahlen auch noch dafür? Also das hätte ich mir jetzt dann doch nicht Oh, mein Taxi ist da. Also, Herr Wagner, bis zum Simi im Crazy Horse. Vielleicht nicht ganz mein Niveau, der Schuppen. Aber ich hab keine Lust, nach ein paar Glasel Shampoos nur mit dem Auto zum Fahren und auf ein Taxi zu warten. Aber Gabi, wenn du einen Frank triffst, sagst der Bittchen, dass wir bald heiraten werden. Ach, und hör auf, zu Elviras Schwiegermutter zum sagen. Tschüss! Was hat denn der? Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Und Sie sind doch bestimmt auch nicht nur dahergekommen, dass Sie mit der Susi essen gängen, oder? Nein, natürlich nicht. Hab ich's mir doch gedacht. Na, aber auch schon gleich gar nicht für das, was Sie sich jetzt denken. Sagen Sie mal, Sie sind doch die Frau Gabi Hoffmann, die Tochter aus dem Restaurant von gegenüber. Die Susi hat Ihnen von mir also schon erzählt. Oh ja, und ich müsste mich dringend auch mal mit Ihnen unterhalten. Am besten heute noch. Oh na, auf diese Art von Unterhaltung kann ich verzichten. Das, was ich mit Ihnen vorhabe, könnte aber Ihr Leben verändern. Mir gefällt mein Leben so, wie es ist, eigentlich ganz gut. Das hat sich gerade aber ganz anders angehört. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Außerdem haben Sie noch eine Verabredung mit der Susi, wenn ich Sie daran erinnern darf. Ja, aber das dauert höchstens bis um 10. Sind Sie eigentlich nur ganz sauber? Haben Sie eigentlich schon einen Job als Bilanzbuchhalterin? Noch nicht. Ich habe gerade einige Bewerbungen am Laufen. Aber das geht Sie gar nichts an. Ich hätte da vielleicht eine Stelle als Geschäftsführerin für Sie in Aussicht. Bitte was? Meine Firma sucht noch jemanden, der unser Projekt in der Gegend mit aufbaut und dann die Leitung übernimmt. Und was ist das für ein Projekt? Und was hat die Susi mit dem Projekt zu tun? Das möchte ich Ihnen doch in aller Ruhe erklären. Lass gut sein, heute. Eltern, was wollen denn die da? Also gut, kommt, wir verschwinden von da. Ach gut. Grüß Gott, jetzt klären wir's heute. Der Helmut hat die Sache voll im Griff. Ach, geht das halt vertraut, glaubt mir's. Ein Mann, der eine Frau voll im Griff hat, muss erst noch geboren werden. Die sind immer nur in der Backstube. So, ja, das ist gut. Ja, noch ein bisschen tiefer. Ja, so bleiben. Die Stellung vorhin noch! Langsam. Aber ein bisschen von oben. Die werden doch Was nicht. meinst du, der die? Was ist, willst deinem Freund nicht helfen? Sag's ja, wird der Sohn zu der Vater? Wie kommst du denn da drauf? Wir sind doch da nicht im Gemeindehaus. Ja, du Depp, meinst, es geht nur im Gemeindehaus. Zwei Außerirdische. Frau Dr. Gürtler, ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ja, noch ja. Außer dem Mehl ist mir scheinbar nichts auf den Kopf gefallen. Oh, die Kamera ist scheinbar auch noch in Ordnung. Ja. Mit deiner Frau Doktor im Mehl. Wie ordinär. Wenn es wenigstens ein Paniermehl wäre. Ich hab dich scheinbar ein bisschen zu stark gegen das Regal gelehnt. Verstehst du das? Jetzt halt doch mal deinen Mund, jetzt wird doch gerade spannend. Oh Gott. Nein, die Standfestigkeit von dem Regal, die ist schon lange nicht mehr gut. Das war mein Fehler. Ja. Ich hätte Sie warnen sollen. Haben Sie sich wirklich nicht weh, du? Nein, alles in Ordnung. Ich hab mich bloß ziemlich erschreckt, als das Mehl wie eine Lawine runtergekommen ist. Ja, nicht nur Gutes kommt von oben. Ja, was tät's denn hier da? Habt ihr heute zu? Nein, wir wollten bloß einmal. Also, wenn Freunde in Not geraten, dann stehen wir immer parat. Jawohl. Ja, Herr Neuberger, ich gehe dann wieder. Wir sehen uns. Ja, und entschuldigen Sie bitte nochmal die Unannehmlichkeiten wegen dem Mehl, gell? Ja, ach was, das bisschen Mehl. Ja. Ich
danke Ihnen, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben und so verständnisvoll waren. Ja, und ihr müsst mich jetzt entschuldigen, ich muss mich um das Regal kümmern, nicht, dass es nur mal umfällt. Das nennt man Spurenbeseitigung. Ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Macht gar nichts, Hauptsache übrig durch. Also, Grüß Gott. Ja, Grüß Gott, grüß Gott. Ich nehme an, dass Sie Herr und Frau Hofmann sind. der kennt uns. Darf ich fragen, mit wem wir die Ehre haben? Selbstverständlich, mein Name ist Bernd Wagner. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber ich garantiere Ihnen, dass wir uns noch zur Genüge kennenlernen werden. Weißt du was? Da steckt bestimmt mit der Gürtelschleim unter einer Decken. Ich hab's. So, mein Lieber, warum soll es einer besser gehen wie einer Chefin? Was soll denn das? Seid froh, dass der Backofen kaputt ist. Was soll denn das? Und dass ich meinen Fleischklopfer nicht dabei habe. Hab ich doch gar nichts da. Da werden Sie auch keine Gelegenheit mehr dazu. Hört doch auf! Ja, ich hab mir nicht gemacht! Ja, ich bin schon hin! Was ist denn da herin los? So, den haben wir in die Flucht geschlagen. Wenn ihr uns nicht hättet, ab sofort heißt das neue Passwort vom Helmut seinen Computer Karl. Ja, sag einmal, hast du deine Mutter oder Susi heute früher im Laden schon gesehen? Also, so wie ich das momentan sehe, Er nicht. Aha. Wenn deine Sehkraft heute in der Früh genauso stark ist wie deine Hände beim Kneten, ja, dann siehst du nicht einmal mich. es gibt Tage, die überfordern einen ganz einfach. Ja. Das sehe ich auch so. Und bei dir ist das von Montag bis Sonntag. Ja, da bist ja. Ja, magst du das nicht schon langsam mal den Laden aufsperren? Ich suche dringend nur rollen 10 und 20 Cent Stücke. Im Büro sind keine mehr. Okay, da habe ich dir doch von jeder Sorte gestern 3 gegeben. Die kannst doch unmöglich schon alle aufgebraucht haben. Ja, freilich nicht, die liegen ja in der Kasse. Ja, also, dann liegen sie an der richtigen Stelle. Oh, aber ich bring diese blöde Kasse nicht auf und Susi, Ja, was ist mit der Susi? Wo ist denn die überhaupt? es wird jetzt Zeit, dass wir den Lohn aufsperren. Dann wird eben halt alles auf 50 Cent aufgrund. Irgendwas stimmt doch da heute nicht. Hast du vielleicht irgendwas zum Sagen? Also, jetzt reg dich nicht auf, Papa. So teuer war die Tür von der Umkleidekabine auch wieder nicht. Ja, der Sepp schreibt's einfach auf die Rechnung von unserem Schuppen. Da kannst du es sogar von der Steuer absetzen. Siehst du halt von mir aus von meinem Lohn ab. Ja, jetzt red doch kein so ein Blödsinn. Was habt ihr nie mit der Tür von der Umkleidekabine zu tun? Also, der Tag, der geht halt schon mal wieder richtig gut los. Da haben Sie recht. Endlich einmal ein Tag, an dem man nicht arbeiten muss und einmal so halbwegs ausschlafen kann. Sag einmal, wo kommst denn du her? Ja, aus dem Schlafzimmer. Aus dem Schlafzimmer. Sie haben schon richtig verstanden. Wo kommt man denn sonst her, wenn man einen Schlafanzug anhat? Ja, aus was für einem Schlafzimmer denn? Ja, aus dem Franksheim-Schlafzimmer. Ja, aber was hast denn du im Frank sein Schlafzimmer gemacht? Das, was man in einem Schlafzimmer so macht. Geschlafen halt. Zumindest seit der Frank aufgestanden ist. Also bevor ich jetzt da gar nichts mehr verstehe, gell? Ziehst dich du um und gehst den Laden aus. Meine Frau wartet schon auf die. Die bringt wieder die blöde Computerkasse nicht auf. Das weiß ich schon, dass das nicht aufbringt. Das hat's noch nie geschafft. Aber warten tut's bestimmt nicht auf mich. Ja, was soll denn das heißen? Die Chefin hat mich gestern fristlos entlassen. Sie hat was? Hat sie einer das noch nicht erzählt? Ja, es muss vergessen haben. Ist ja auch nicht so wichtig.
wen interessiert denn schon ein kleiner Bäckerlehrling in so einer gestandenen, in der Altersstatistik führenden, traditionsbewussten Bäckerei? Aber warum hat die meine Frau rausgeschmissen? Ihrer passt mein Freund nicht. Okay, aber was hat denn meine Frau mit deinem Freund zum Tor? Ist er so ein Depp? Ja, also, ein Depp ist er nicht gerade. Bei der Arbeit ist er nicht gerade der Schnellste. Außerdem muss man ihm immer wieder mal deutlich machen, wo es lang geht. Aber im Grunde ist er ein aufrichtiger und netter Kerl. Der Beschreibung nach kann das der Frank sein. Bei gewissen anderen Sachen ist er auch nicht gerade der Schnellste. Aber solange bloß eine Umkleidetür dabei kaputt geht. Jetzt fängst du auch noch mit der Umkleidetür an. Aber mal was ganz anderes. Hätten Sie vielleicht 2 Euro für mich? Was willst du denn jetzt mit 2 Euro? Ein Streusel mit Pudding kaufen. Ich hab Hunger. Die Nacht war doch ziemlich kräfteraubend. Sag einmal, Susi, spinnst du? Entschuldigung, die waren ja bloß gestern im Angebot. Sie müssten mir 2,20 Euro leihen. Ich weiß zwar nach dem ganzen Chaos von heute nicht, wer da herin verrückt ist, aber einer von uns 2 gehört garantiert dazu. Oh, ganz ruhig, Chef. Ich mein, Herr Neuberger. Mein Chef sagt's ja gar nicht mehr. Ich hol mir bloß schnell was zum Essen und dann ziehe ich mich an. Ja, soll man einer Frau den Streusel mit Pudding eben anschreiben? Irgendwas muss da heute an mir vorbeigelaufen sein. Susi, was fällt dir ein, ha? Jetzt beruhigen Sie ihn nur wieder. Sie kriegen Ihre 2,20 halt schon noch. Ach, diese 2,20 interessieren mich nicht. Oh, schenken Sie mir den Streusel mit Pudding. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank. Das hätte ich mir nach dem gestrigen Tag gar nicht gedacht. Sag mal, wieso lachst denn du überhaupt im Schlafanzug von Frank rum? Ja, ich weiß schon. Er steht mir nicht so richtig. Aber ich hab kein Nachthemd dabei gehabt. Ja, weil ich nicht gewusst hab, dass ich da übernachte. Was, du hast bei uns übernachtet? Aber doch nicht in Frank seinem Zimmer. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay, es war zwar ein bisschen eng heute Nacht. Ich mein, in der Umkleidekabine. Bitte erinnere mich nicht dran. Du holst jetzt sofort deine Sachen aus dem Frank seinem Zimmer. Mein Gedanke, Frau Neuberger. Ja, ich finde auch, wir sollten ins Gästezimmer ziehen. Steht ja eh leer. Oh, was? Ja, ist jetzt der Frank mit dir und nimmer mit der Gabi zusammen? Ins Gästezimmer? Ja, es war ja bloß für die nächsten 2 oder 3 Monate, bis wir eine eigene Wohnung haben. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Warum träumst du jetzt auch von irgendwelchen Türen im Gemeindehaus? Also ich glaube, schon langsam ging er bei mir wirklich Lichter aus. Das ist unkraut! Mama, kommst du mal! Irgendwas stimmt mit dem Ofen jetzt! Dein Mutter hat's gerade der Bresel! Ja, gingen's ruhig. Ich baue einer Frau schon wieder auf. Ja, und dass du jetzt gerade die richtige Person dafür bist. Wenn du jetzt nicht sofort kommst, dann fliegen wir gleich alle in die Luft! Ja! Dann bringt die Massage ja auch nichts mehr. Ich komm ja schon! Was ist mit der Mama? Naja, ich glaube, ihre Glückshormone sind übergelaufen. Aber das wird schon wieder. Ja, kann ich irgendwie helfen? Freilich, geh in den Laden und vertritt deine Mutter, bis wieder fit ist. Ja. Kann ich die wirklich mit ihr allein lassen? Also, wenn du das gestern kennen hast, kannst du das jetzt auf alle Fälle auch. Also gut. Ich wollte ja bloß einmal nicht nachfragen. Nicht, dass du mir wieder Vorhaltungen machst. Oh, das tut gut. Danke, mein Liebling. Naja, wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Susi reicht fürs Erste. Schwiegermama. Ich hab doch nicht ihre mittelalterlichen Gene im Blut. Schwiegermama. Oh, und hör auf, Schwiegermama, zu mir zum Song. An ihrer Stelle darf ich mich aber schon mal daran gewöhnen. So, ich muss mich jetzt anziehen. Bin schon spät dran. Susi, du ziehst dir jetzt augenblicklich ein vernünftiges Arbeitsgewand an und gehst in den Laden aus. Ja, aber Sie haben mich doch gestern entlassen. Ach, was interessiert mich gestern? Also, auf geht's. In 5 Minuten bist du im Laden. Zeit wird einmal knapper bemessen. Was? Gestern habe ich zum Verschwinden nur 10 Minuten gehabt. Oh, Susi, zum letzten Mal. Ich denk ja gar nicht dran. Was? Und kümmern Sie mir jetzt bloß nicht wieder mit irgendwelchen mittelalterlichen Morddrohungen. Das zirkt bei mir nimmer. Also,
Die ist doch komplett verrückt worden, ist die. Morgen, Vera. Du hast den morgendlichen Schock offensichtlich schon runtergespült. Schock ist gut. Es war schon eine ganze Schockserie, die ich heute in der Früh verkraften hab müssen. Aber sag einmal, woher weißt jetzt du das eigentlich schon wieder? Hast du bei uns Wanzen eingebaut, ha? Ich weiß ja nicht, von was du redest, aber hast du heute schon Zeitung gelesen? Oh mein Christa, wir sind eine Bäckerei und kein Restaurant. Im Gegensatz zu euch stehen bei uns die Leute in der Früh schon im Laden. Hast also noch keine Zeitung gelesen? Ah, recht. Du sag einmal, der Karl und ich, wir legen gerade unseren Garten neu an. Da kannst du uns doch leicht dein Rosenbeet vermachen. Was für ein Rosenbeet? Ja, das Rosenbeet in der Wiesen vor eurem Laden. Was redst denn da für ein Schmarrn? Du kannst doch nicht einfach meine Rosen, die mein Vater vor über 20 Jahren eigenhändig eingepflanzt hat, ja ausgraben und in euren Garten sitzen. Ich muss ja nicht selber ausgraben. Ich hab mir ja nur gedacht, bevor es auf dem Komposthaufen landen, kannst du es ja auch zu uns bringen. Was redst denn da für ein Blödsinn? Solange ich lebe, bleibt das Rosenbeet vor meinem Laden. Habe ich mich da jetzt deutlich nur ausgedrückt. Komisch, von deinen Selbstmordgedanken steht da gar nichts drin. Grüß euch. Mama, geht's dir wieder besser? Naja, zumindest ein bisschen. Sag einmal, wo kommst denn du her? Aus dem Laden. Ich übernimm den Verkauf für die, bis du wieder fit bist. Ich brauch bloß einen Nachschub. Der Kaffee ist aus. Der Frank trinkt doch keinen Kaffee. Sind denn heute in der Früh alle verrückt worden? Der Kaffee ist für eure Kunden. Was redst du denn da für ein Blödsinn? Wieso Blödsinn? Da steht's doch. Da schau her. Schwarz auf weiß. Ja, freilich. Und dass wir unser Rosenbeet ausgraben, steht auch in der Zeitung. Ja, genau. Schon langsam blickst durch. Steht auch drin, warum wir unser Rosenbeet ausgraben. Ja, freilich, damit ihr Parkplätze machen könnt. Mein Christa, ich hab dir das falsch schon öfters gesagt. Wenn man sich jahrelang, Tag ein, Tag aus von Schnitzelresten ernährt, führt das irgendwann einmal zu geistigen und körperlichen Schäden. Und wenn man den ganzen Tag nur Brot und Semmeln isst, kommt man anscheinend auf die hirnrissigsten Ideen. Mama, haben wir nicht nur ein paar Stehtische im Keller? Ja, da müssten schon noch was sein. Warum? Musst du jetzt hinter der Theke schon anlernen, dass du nicht umfällst? Na, für unsere Kunden, damit sie ihre Kaffeetassen irgendwo abstellen, wenn sie in ihren Kuchen beißen. Ich schau gleich einmal nach. Ja, da steht's ja. Stehtische werden angeschafft. Hab gar nicht gewusst, dass die Zeitung auch mal die Wahrheit schreibt. Sag einmal her. Das ist ja mein Mann. Ja, das ist ja... Also, Frau Neuberger, ich muss dann. Susi, wie schaust denn du aus? Ja, wo kommst denn du her? Sag einmal, willst du dich vielleicht so im Laden ausstehen? Guten Morgen, Frau Hofmann. Ich wüsste nicht, dass Sie das was angeht. Also- Ach, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe einen dringenden, für meine Zukunft äußerst wichtigen Termin. Tschüss, Schwiegermama. Was? Was? Herr da? Schwiegermama, Elvira, kannst du mir das bitte mal erklären? Was? Würstel und Fleischpflanzen sollen wir demnächst auch verkaufen? Schwiegermama hat's gesagt. Was hast du denn aber mit deiner Schwiegermutter? Die ist doch schon 10 Jahre tot. Die Susi, die nennt dich Schwiegermama. Woher weißt denn du das schon wieder? Ah, dann ist also doch wahr. Ja, jetzt blicke ich durch. Das bezweifle ich stark. Weil selber blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Nicht nur, dass sie uns hintergeht's und betrügt's. Ruinieren wollt's uns anscheinend auch noch. Okay, wieso denn ruinieren? Mein Gott, bloß weil du die Rosen für deinen Garten selber kaufen musst. Das habt ihr doch von langer Hand geplant, zusammen mit diesem Gürtelmonster. Zuerst verkuppelt's euer Lehrmadel mit eurem Sohn, und damit ihr die Gabe ausschalten könnt. Und dann, Sag mal, hast du noch alle? dann verkauft's demnächst auch noch Würstel und Fleischpflanzen. Ja, wahrscheinlich wollt's ja noch bis auf Nacht um 10 Uhr offen lassen, dass ja keiner mehr zu uns rüberkommt. Ja, das muss eine Zeitungsente sein. Ich hab doch von dem Artikel selber nichts gewusst. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit der Susi als Schwiegertochter einverstanden war. Spult ja nur die Unschuldig. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt einmal ganz was anderes, liebe Christa. Gestern Abend soll deine Tochter in diesem neuen Lokal da, ja weißt schon, da in dem Krazi Horse,
ziemlich heftig mit einem jungen Mann umeinander geschmust haben. Was? Das ist unmöglich. Das ist vollkommen unmöglich. Meine Tochter darf sich sowas nie erlauben. Die darf nie zur Konkurrenz gehen. Ja, also schon langsam muss ich mir mal schon überlegen, ob deine Tochter überhaupt noch der richtige Umgang ist für meinen Frank. Also, du hast es ja gerade nötig, wo dein Sohn... Ach, gell, bitte, wenn's ihr meint. Die Susi ist gut genug für einen Buben. Bitte, sollst der Frank doch heiraten? Die Susi arbeitet nicht mehr bei uns. Ja, ich verstehe schon. Hat's wohl nicht mehr nötig als Schwiegertochter einer explosionswütigen Bäckerei. Also, weißt du, gehst jetzt besser heim und kümmerst dich um deine eigenen Probleme. Jawohl, ich geh. Aber ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Mei, und der wird was erzählen zur Konkurrenz gehen. Frank! Ich muss einmal dringend mit dir reden. Später, Mama, später. Ich muss jetzt unbedingt noch einen Kaffee kochen. Warum? Was hast du denn mit dem Kaffee von vorhin gemacht? Und doch nicht vielleicht verkauft? Ja, stell dir vor, 7 Tassen für 14 Euro. Was? 14 Euro? Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten heute los ist. Viele fragen schon, wann es den belegte Semen zum Kaffee gibt. Ja, da steht's. In 2 Wochen. Was, das steht in der Zeitung. Ja, und das mit den Stehtische und mit dem Kaffee auch. Mama, möchtest du nicht nur ein paar Minuten hier sitzen? Dann geht's dir wieder viel besser, ha? Nein, das möchte ich nicht. Und deppert bin ich schon gleich gar nicht. So, und jetzt gehe ich mal in den Laden aus und schau, was da los ist. Ja, ich glaub, du dran. Hallo Frank. Hallo Gabi. Gut, dass du kommst. Wir wollten ja gestern schon miteinander reden, gell? Stimmt, aber gestern ist mir was dazwischen gekommen. Du hast die Zeitung schon gelesen? Ja, man möchte ja nicht glauben, was da alles drinsteht, gell? Aber die hast du ja sicher auch schon gelesen, oder? Ja, hab ich. Aber das wolltest du mir jetzt nicht erzählen, oder? Na, und du? Was wolltest du mir so mitteilen? Ja, also, du hast doch vorgestern... Du hast ein Verhältnis mit der Susi. Genau. Und nicht nur das. Wir lieben uns und wir werden zusammenziehen. Und es ist aus zwischen uns. Genau, es ist aus. Ja, weißt, als wir nur im Sandkasten zusammen Kuchen backen haben, da war das zwischen uns noch voll in Ordnung. Bloß back ich halt immer noch und du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Was, keine Einwände? Na, wieso? Ich will doch dein Glück nicht im Weg stehen. Hör ich da richtig? Du hast doch recht. Ihr passt doch viel besser zusammen wie mir. Du Bäcker, sie gelernte Bäckereiverkäuferin. Ja, das passt doch. Und du machst mir keine Szene wegen Eifersucht und so? Na, alles in Ordnung. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, das hat doch wunderbar funktioniert. Eine kleine Unterschrift und ich bin reich. Oh, ich kann's kaum fassen. Hallo Gabi, hallo Frank. Darf ich da an Herrn Bernd Wagner vorstellen? Grüß Gott. Grüß Gott. Die Susi hat mir schon von einer erzählt. Aha. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Aber hoffentlich nicht wieder so herzlich wie gestern. Tut mir leid wegen gestern. Aber Sie können beruhigt sein, der Gabi, ihre Eltern sind halt nicht da. Ja. Und? Habt ihr jetzt endlich einmal ausgesprochen? Ja, ich hab der Gabi unmissverständlich klar gemacht, dass aus ist zwischen uns. Und das ist viel einfacher gegangen, wie du gemeint hast, stimmt's? Woher weißt jetzt du das? Hallo Bernd. Hallo Gabi. Aha, daher weht der Wind. Betriebswirt und Bilanzbuchhalterin passen eben auch gut zusammen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich mit Ihrer ehemaligen... Na. Ich bin bloß ein bisschen irritiert. Hat das alles geklappt beim Notar? Ist wie am Schnür gelaufen. Eine Unterschrift und alles ist geschehen. Ja, und nächste Woche wird Ihr Geld auch schon auf Ihrem Konto sein. Mensch, Susi, ich hätte dich doch auch ohne Geld genommen. Aber so ist es natürlich alles viel schöner. Naja, es wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis der Freizeitpark läuft. Aber mit dir vor Ort wird es schon klappen. Hm? So, jetzt muss ich mich aber leider verabschieden.
zuerst muss ich noch zur Frau Dr. Gürtler. Die ist ganz begeistert von unserem neuen Projekt. Und dann ab nach Traunstein. Der Chef erwartet den notariellen Vertrag schon sehnsüchtigst, damit die konkreten Planungen losgehen können. Alles gut. Wir telefonieren morgen Abend, ja? Also, alles Gute. Wiederschauen. Ja, und wie bringen wir das jetzt unsere Eltern bei? Vielleicht könnt ihr ein paar Pluspunkte sammeln, wenn ich mir jetzt wieder umziehe und meiner zukünftigen Schwiegermutter im Laden zur Hand gehe. Mach das aber vorher. Vorher musst du das noch lesen. Das ist ja ein Foto von deinem Vater. Was macht der denn da? Ja, lies selber. Also, ich gehe jetzt dann auch mal heim und rede mal mit meinen Eltern. Mal schauen, wie sie reagieren. Und Frank, wir bleiben doch Freunde, oder? Freilich. Also, Wow, das sind ja richtig fortschrittliche Ideen. Weißt du, das deine Mutter schon? Erst seit heute. Ja, aber sie ist der ganzen Sache gar nicht so abgeneigt. Ich hol noch einen zweiten Stehtisch aus dem Keller. Schau mal einer an. Wenn der Rubel rollt, ist selbst deine Mutter nur zu Änderungen bereit. Ja, was ist denn? Wo bleibt denn der Kaffee? Gut, dann will ja mal nicht so sein. Ich zieh mich um. Ja. Na, also, sowas habe ich ja überhaupt noch nicht erlebt. Das darf doch nicht wahr sein. Alle Kunden strahlen, wenn sie ins Geschäft reinkommen. Ja, jeder hat so einen Spruch drauf wie, na toll, jetzt kann ich beim Semmel holen endlich nur einen Kaffee trinken oder super, jetzt kann ich noch Brotzeit machen bei euch. Mei, du allein schaffst ja in dem Betrieb gar nicht. Ja, also, die Vorschläge von der Frau Dr. Gürtler, die sind wohl doch nicht so schlecht. Ja, da hast du recht. Ich hol noch einen zweiten Tisch. So, den Ofen habe ich wieder hingebracht. Bin gespannt, was als nächstes kaputt geht. Geht's dir wieder besser? Mir ist noch nie so gut gegangen wie heute. Ja, mein lieber Helmut, so eine Zeitung kann ja das reinste Aufputschmittel sein, gell? Besonders, wenn man Sachen drin liest über einen eigenen Betrieb, den man selber noch gar nicht weiß. Helmut, warum ist mir davon nichts bekannt? Ja, ich hab gedacht, dass der Zeitungsartikel erst morgen erscheint. Du, aber ich finde, auf dem Foto, da bin ich ganz gut getroffen, oder? Mein lieber Helmut, das eine sage ich dir, das Rosenbeet. Elvira, wir können über alles reden. Wir müssen das nicht so machen, wie es da in der Zeitung steht. Jetzt lass mich doch ausreden. Das Rosenbeet kommt nicht zu der Christa und zum Karl, das kommt auf den Kompost. Auf dem Kompost? Freilich. Die blöden, stacheligen Dinger, die haben mir noch nie gefallen. Es wird Zeit, dass da Parkplätze hinkommen. Tatsächlich? Und mit den belegten Semmeln fangen wir nicht in 2 Wochen an. Ja, wenn du das nicht willst, dann... Spätestens in einer Woche liegen die bei uns in der Theke. Ja, dann gefallen dir die Ideen, so wie es in der Zeitung beschrieben sind. Ja, freilich. Ja, es wird doch Zeit, dass sich mal was ändert. Ich hab doch das immer schon gesagt. Wenn sich eine studierte Frau um die Belange von den Geschäften im Ort kümmert, ja, dann geht's bergauf. Ja, dann muss ich dir die ganze Zeit völlig falsch verstanden haben. Aha, ist das Fräulein jetzt vernünftig geworden? Sagen wir mal so, ich hab grad keinen anderen Termin und bevor mir langweilig wird, bin ich meine künftigen Schwiegereltern gern behilflich. Also, das Luder spielt ja immer noch. Aber Mama, jetzt find die doch endlich damit ab, dass meine Freundin ist. Ja. Außerdem ist sie seit heute keine arme Frau mehr. Wieso? Hat sie im Lotto gewonnen oder was? Nein, sie war halt beim Notar und hat ihren gesamten Bauernhof samt Nebengebäude, die Felder drumherum und vor allen Dingen den Wald hinter ihrem Haus verkauft. Insgesamt 10 Hektar Land. Was verkauft? Ja, an wen? An eine Invest- und Eventgesellschaft, die da Parkplätze, Ferienhäuser, Gastronomiebetriebe, ja, und als große Attraktion einen Hochseilkletterpark errichten wollen. Hochseil was? Ja, ein Hochseilkletterpark. Ja, und der Wald hinter der Susi, ihrem Haus, ist dafür bestens geeignet. Du, wie viel haben denn die der Susi da gezahlt? 15 € pro Quadratmeter Land. Was? Das sind ja bei 10 Hektar, sind ja das sind ja 100.000 Quadratmeter. Insgesamt ca. 1,5 Millionen €. Wir brauchen unbedingt nur einen Tisch. Schwiegertochter! Sei willkommen in meinem Haus, ja. Sie haben wohl vom Verkaufspreis erfahren. Aber Susi, wo denkst du denn hin?
Schau, du warst doch immer schon meine Wunschkandidatin als Schwiegertochter. Ich habe ja gerade nicht gewusst, wer das der Christa und dem Karl und meinem lieben Sohn beibringen soll, dass die Gabi doch nicht die richtige ist für ihn. Ich gehe jetzt im Laden raus, bevor da das große Chaos ausbricht. Komm auch in meine Arme, Schwiegertochter. Du, aber sag einmal, wenn jetzt aus deinem ehemaligen Bauernhof so ein Gewerbeobjekt mit Ferienwohnungen gemacht wird, da brauchen doch die Gäste bestimmt in der Früh ein paar Semmeln, oder? Daran habe ich auch schon gedacht. Und deshalb habe ich mir auch notariell zusichern lassen, dass wir dort eine Filiale eröffnen können. Hast du das gehört, Helmut? Wir werden expansieren. Leider ist da auch ein kleiner Wermutstropfen dabei. Ja, und der wäre? Ja, ich habe leider nicht verhindern können, dass ein anderer Betrieb vom Ort ebenfalls die Möglichkeit gekriegt hat, eine Filiale zu eröffnen. Und wer war das? Elvira! Elvira! Hast du das schon gehört? Wir werden explodieren. Schauen wir noch, wie ein Städtisch hat. Ihr meint's mal alle expandieren. Ach, ihr auch? Ja, wir werden ein zweites Restaurant eröffnen in dem neuen Waldschwinger Park. Gleich direkt neben eurer neuen Bäckereifiliale. Siehst das? Es gibt nichts Gutes, was er nicht ein kleiner Hacken hat. Was macht euch jetzt da eigentlich so sicher, dass ihr da einen Laden pachten könnt? Unsere Tochter wird die Geschäftsführerin von dem gesamten Schwingerclub Park. Wer ist denn an den Job gekommen, ha? Ja, sie ist mit dem Generalmanager der Betreiberfirma so gut wie verlobt. Ist es nicht der, den sie gestern mit Semmeln und Nudelwolga? Den kleinen Spaß hat er uns doch sicher schon längst verziehen. Ha? Mei, da muss er aber eine Menge Humor haben. Helmut, wenn ich mein neues Restaurant eröffne, verspreche ich dir, dass die Schnitzel nicht nur oben und unten, sondern auch links und rechts über den Tellerrand raushängen. Okay, Karl, du lernst das nie. Wo ist der Durchpatzer, ha? Der Holzwurm. Ja, was gibt's? Ich werde dir gleich sagen, was gibt. Wenn du nicht augenblicklich die Rechnung für die Umkleidekabine zahlst, dann nagel die den Laden wieder zu und die setze nackert in den Schaukasten vom Gemeindehaus. Du Brezelsalzer, du Windiger!